gut, das ist super. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen und danke für die Gastfreundschaft so als Nachbar von Kloten. Ich war schon ein paar Mal hier, aber einfach nur zu Pastorentreffen und jetzt zum ersten Mal an einem Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt haben wir so wunderbare Lieder gesungen. Gerade das letzte Lied, wir haben 1000 gute Gründe, dich zu loben. Und dann beten wir für Frieden, für Menschen, die in Verfolgung sind, die vielleicht nicht so viele Gründe haben, Gott zu loben. Wir sind da immer ein bisschen in einem Konflikt. Bevor ich weiterfahre, ich habe gerade festgestellt, ich habe noch eine Folie mitgebracht. Wir sind ja in Kloten und wir dürfen seit 1,5 Jahren im wunderbaren Kino in Kloten unseren Gottesdienst feiern. Für die Leute war es am Anfang etwas schwierig, bei den ganzen Plakaten, die an diesem Kinowand hängen und die Filme, die dort gezeigt werden. Aber wir erleben Unglaubliches. Praktisch jeden Sonntag kommt irgendeine Person zum ersten Mal in diesen Gottesdienst. Leider wächst unsere Gemeinde nicht dementsprechend, aber trotzdem, wir erleben, dass Menschen sich einlassen auf Gottesdienst. Also wir leben in einer freien Welt, wo die Menschen einfach dazukommen können. Ein Anliegen, das ich euch auch noch zum Anfang mitgeben möchte. Ich weiß nicht, wer von euch das Kinderheim Tabor kennt. Seit fast 100 Jahren gehört zur FEG Schweiz nicht nur unzählige Gemeinden, sondern auch ein Kinderheim. Und ich darf dort seit 6 Jahren im Vorstand mitwirken und es ist eine geniale Sache. Berner Oberland, Aschi bei Spiez ist das Kinderheim an unglaublich wunderbarer Lage. Ich liebe die Sitzungen, die ich dort erleben darf. Meistens bei schönstem Wetter. Genau, das ist einfach etwas, das mich ausmacht und das ihr gerne auch auf eurem Herzen mittragen dürft. Ein Gott, der sieht. Ich habe gestern mit meinem Sohn so einen Männertag gemacht. Wir sind ins Verkehrshaus gegangen und haben so miteinander einen Tag erlebt. Und bei der Rückreise fragte mich mein Sohn, was meinst du, wie lange geht es noch, bis Jesus kommt? Ich finde es spannend, wenn ein Teenager-Junge sich solche Gedanken macht. Gedanken, die während Corona von ganz vielen Menschen gestellt wurden. Ich wurde immer wieder gefragt, sind wir jetzt in der Endzeit? Ich sagte dann immer, wir sind seit über 2000 Jahren in der Endzeit. Die Frage ist nur, wie nahe wir dem Ende sind. Wir haben jetzt gesungen, wir haben 1000 gute Gründe, Gott zu loben. Und trotzdem gibt es so eine Zeit, wo wir drinstehen, wo nicht immer nur alles mit Loben zu tun hat. Unsere Zeit ist geprägt von Herausforderungen. Wir haben dann gestern im Auto diskutiert, warum diese Frage. Wir hören von Naturkatastrophen, von Verfolgung, von Krieg und es spitzt sich irgendwie alles so zu. Wie gehen wir mit diesen Situationen ganz persönlich um? Mit den Herausforderungen in der Gesellschaft, aber vielleicht auch in unseren Familien, vielleicht auch in der Kirche. Machen wir es so, wie wir es vielleicht als Kind gelernt haben, man beißt durch, man kämpft, man bleibt dran? Oder gibt es vielleicht manchmal auch Momente, wo wir einfach am liebsten aufgeben würden? Es macht keinen Sinn. Es ist so sinnlos. Es ist so frustrierend. Wir wollen uns heute Morgen vom Jahresvers für das Jahr 2023 ermutigen lassen. Wir finden dort eigentlich einen ganz schlichten Vers, nur einen Satz, aber der hat unglaublich viel Kraft. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir finden diesen Vers ziemlich am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose. Aber das erste Buch Mose hat es in sich. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von Streit und von Liebe, von Eifersucht, von komplizierten Familienverhältnissen, von Lügen, von Betrug, ja sogar vom ersten Brudermord lesen wir dort. Wir lesen vom Scheitern von Menschen, aber auch von Neuanfängen, von neuer Hoffnung. Und das auf den ersten paar Seiten der Bibel. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir leben wieder in einer ähnlichen Situation. Wenn ich schaue, was in den letzten 3 Jahren alles passiert ist, unglaublich. Man könnte Geschichtsbücher füllen.
Und trotz diesen schwierigen Situationen auf den ersten Seiten der Bibel hat es Gott geschafft, seine Geschichte immer weiterzuführen. Es geht alles irgendwie nach seinem Plan. Da gab es Menschen, die haben von Gott Verheißungen erhalten. Und die haben sich an diesen Verheißungen festgeklammert und haben die Geschichte geprägt. Ich möchte nur 2 erwähnen. Da war Abraham und Sarah. Gott hat ihnen die Verheißung gegeben, dass sie sehr viele Nachkommen bekommen werden. Sie hatten aber ein riesengroßes Problem. Sarah konnte keine Kinder bekommen. Die Bibel sagt, sie war unfruchtbar. Wie geht man mit so einer Situation um? Auf der einen Seite die Verheißung und auf der anderen Seite die Tatsache, menschlich gesehen unmöglich. Abraham und Sarah hatten eine Magd, die hieß Hagar. Hagar bedeutet übersetzt die Fremde und das war eigentlich das, was ihr Leben ausmachte. Sie kam als Sklavin aus Ägypten und diente dem Abraham und der Sarah. Aus einer Mischung von Unglaube und Ungeduld wollte nun Sarah die ganze Sache irgendwie selber in die Hand nehmen. Und sie machte das Menschenmögliche. Sie gab Abraham ihre Magd Hagar zur Frau. Und sie dachte, dass sie so durch die Magd zu Kindern kommen könnte. Das tönte ein bisschen etwas speziell, aber zu dieser Zeit war das eigentlich nichts Abnormales. Die Magd wurde sozusagen zur Leihmutter für Sarah und gebar für sie ein Kind, damit sie Nachkommen haben konnte. Ihr Plan ging auf, Hagar wurde wirklich schwanger, aber statt dass die Probleme jetzt zu Ende gewesen wären, fingen sie erst richtig an. Wir wollen heute Morgen hier in diese Geschichte einsteigen. Und wir wollen am Beispiel von Hagar sehen, wie eine Person, in deren Leben so einiges hoffnungslos und schwierig aussieht, die sich wie in einer Wüste befunden hat, zu einer unglaublichen Aussage kommen kann. Ich merke gerade, ich bin da nicht gewohnt, dass ich mich selber klicke. Das wäre das Bild gewesen zum Abraham und Sarah. Ich habe immer Bilder dabei. Wie gesagt, wir sind im Kino, wir haben eine riesen Kinoleinwand, einen genialen Beamer und darum muss irgendwie immer etwas präsentiert werden. Kennst du so Wüstenzeiten in deinem Leben? Letzte Woche war das Thema vielleicht eher noch passender als jetzt, wo es kalt ist und ein bisschen Schnee gegeben hat in dieser Nacht. Letzte Woche war es richtig warm, wir waren in den Skiferien, meine Kinder jammerten, dass es zu heiß sei, um Skifahren zu gehen. Aber ich meine ja natürlich nicht diese Situation, sondern kennst du Wüstenzeiten in deinem ganz persönlichen Leben? Als Hagar schwanger war, wurde sie geringschätzig ihrer Herrin gegenüber. Und Sarah fand das überhaupt nicht lustig und reagierte darauf und behandelte Hagar demütigend. Es wurde so schlimm, dass Hagar geflohen ist. Und wer Israel kennt, der weiß, da hat man nicht viele Möglichkeiten. Als sie geflohen ist, gelangte sie in die Wüste. In der Wüste war sie ganz alleine. Sie war nicht nur vom Ort her in die Wüste gelangt, sondern eigentlich auch in ihrem persönlichen Leben ist sie an einem Punkt angekommen, wo es sich wie eine Wüste anfühlte. Wüstenzeiten sind auch in unserem Leben oft Zeiten, wo wir uns einsam und alleine fühlen. Vielleicht sind wir auch durch schwierige Situationen an diesen Ort gekommen. Vielleicht bist du gerade heute in so einer Wüstenzeit. Es scheint irgendwie so hoffnungslos zu sein. Es ist alles so schwierig geworden. Da möchte ich dich ermutigen. Wüstenzeiten sind absolut normal. Die Frage ist also nicht, ob du einmal in deinem Leben in so eine Wüstenzeit kommen wirst, sondern die Frage ist vielmehr, ob du verstehst, was Gott in dieser Wüstenzeit in deinem Leben bewirken möchte. Was in dieser Wüstenzeit in deinem persönlichen Leben abgeht. Wüstenzeiten können wie hier bei Hagar schwierige Beziehungen sein. Vielleicht eine schwierige Beziehung zu deinem Ehepartner. Vielleicht eine schwierige Beziehung in deiner Familie, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern.
Es können aber zum Beispiel auch Krankheiten sein. Vielleicht leidest du an irgendeiner Krankheit schon seit langem und du betest und irgendwie passiert nichts. Das kann dich irgendwie in eine Wüstenzeit führen, wo alles so aussichtslos scheint. Vielleicht, wenn wir so die letzten Monate anschauen, bist du aber auch finanziell in eine Wüstenzeit geraten. Vielleicht hast du dich verschuldet. Vielleicht bist du knapp bei Kasse und musst extrem darauf schauen, dass es aufgeht. Vielleicht siehst du all die Menschen rundherum, die sich bereichern mit den ganzen Krisen und du fragst dich, was soll das eigentlich? Phil hat mich informiert, dass ihr euch vorbereitet auf Live on Stage. Live on Stage war ja schon von einer Zeit in dieser Gegend und vielleicht hast du beim letzten Live on Stage Menschen eingeladen und es ist niemand gekommen. Das kann dich auch in eine Wüstenzeit bringen, dass du denkst, es hat sowieso keinen Sinn. Und jetzt kommen sie und sagen wieder, ladet ein und bringt die Leute an Live on Stage dabei. Es funktioniert doch gar nicht. Auch das kann so eine Wüstenzeit sein, die irgendwie hoffnungslos scheint. Wüstenzeiten können also gewisse Lebensbereiche beinhalten oder es kann dein ganzes Leben betreffen. Einen spannenden Vers habe ich in Jeremia 17, Vers 6 gefunden. Dort wird beschrieben, wie man sich in einer solchen Wüstenzeit fühlt. Dort heißt es, der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Ich liebe die Bibel mit den Bildern, die wir auf unser Leben anwenden können. Das sind die Symptome, wenn du dich in einer Wüstenzeit befindest. Wie ein Strauch in der Wüste, in der Dürre. Das Gute sieht er nicht, sondern er sieht nur die Sorgen, all das Negative kommen, das Schlechte. Und er fühlt sich total am falschen Platz. Weiter lesen wir, er wird bleiben in der Dürre. Das ist ein Zeichen dafür, es ist nicht nur ein kurzer Moment, wo du so kurz reinkommst und wieder raus, sondern es ist ein Zustand, der unendlich lang scheint. Und es ist ein Ort, wo du dich einsam fühlst. Kennst du solche Symptome in deinem Leben? Vielleicht von früher, vielleicht gerade in diesem Moment? Dürre. Du siehst nichts Positives, sondern vor allem das Negative. Du fühlst dich einsam. Du fragst dich vielleicht, Gott, wann greifst du endlich ein in meiner Situation? Solche Symptome können ein Hinweis dafür sein, dass wir uns zu fest auf Menschen oder auf uns selber verlassen. Und zu wenig auf Gott. Oder dass wir Gott zu wenig zutrauen in unserem Leben. Ich höre immer wieder so Bemerkungen, es war immer schon so, es wird immer so bleiben. Oder es hat das letzte Mal nicht funktioniert, es wird auch dieses Mal nicht funktionieren. Ein Zeichen von Wüstenzeiten, wo wir uns auf unsere Erfahrung verlassen, aber nicht mit Gott rechnen. Du denkst jetzt vielleicht, aber ich verlasse mich doch auf Gott. Ich bin ja schließlich in der Kirche, ich bete, ich gehe in den Hauskreis, ich lese die Bibel, ich verlasse mich doch auf Gott. Ich will das überhaupt nicht dir aussprechen. Aber wenn wir jetzt Abraham anschauen, Abraham, der war ein Mann Gottes. Er ist bekannt geworden durch seinen großen Glauben, durch sein Vertrauen auf Gott. Aber auch er ist in eine Wüstenzeit geraten. Als die Verheißung, die ihm Gott gegeben hat, nicht eingetroffen war, wollte er es auf eigene Faust versuchen. Er hat selber das Menschenmögliche getan, um die Verheißung erleben zu können. Er hat auf sich vertraut, aber nicht auf Gott. Und auch Hagar. Als Hagar es nicht mehr ausgehalten hat, da musste sie doch etwas tun und sie ist weggelaufen. Sie hat das Menschenmögliche getan und ist in eine Wüste geraten. In deinem Leben ist es vielleicht eine andere Situation, die dir Sorge und Mühe bereitet, auf die du irgendwie doch reagieren musst. Schließlich musst du dir nicht alles gefallen lassen. So denkst du vielleicht. Doch dieses Selbermachen, das führt uns eigentlich immer in die Wüste.
dort, wo es dürr ist, dort, wo es einsam ist. Wenn wir uns ganz auf Gott verlassen, dann würde sich unser Leben oft ganz anders anfühlen. Ich sage nicht, es würde anders werden, aber es würde sich ganz anders anfühlen. Mein Lieblingsbibelvers lebe ich auch nicht immer so ganz genau, aber wenn die Freude am Herrn meine Stärke ist, dann wird sich das anders anfühlen. Wenn wir uns das jetzt genau überlegen, dann kann das ein bisschen unangenehm werden. Denn dann heißt es doch, wenn es mir schlecht geht, wenn ich irgendwo einsam mich fühle, wenn ich kraftlos bin, dann habe ich mich wieder einmal zu fest auf mich verlassen oder auf meine Mitmenschen. Die Wüste ist der beste Ort, um realistisch zu werden. An dem Punkt, wo es irgendwie nicht mehr weiterzugehen scheint, werden wir oft ganz realistisch. In der Wüste sehen wir, dass wir alleine nichts machen können. Wüstenzeiten sind also eigentlich nichts Schlechtes, sondern gehören, wie gesagt, zum Leben dazu und haben das Potenzial, uns weiterzuführen. Ich möchte da einen kurzen Exkurs machen. Ich bin zwar kein Gärtner, aber trotzdem so ein bisschen ein Hobbygärtner. Wir haben zu Hause einen großen Balkon und ich versuche dort jedes Jahr irgendwelches Gemüse anzupflanzen, Blumen zu haben. Das ging sehr gut, bis wir Katzen hatten. Jetzt ist es nicht mehr so lustig. Aber jedenfalls habe ich dort einiges angepflanzt. Und ich muss zugeben, ich bin nicht ganz so der Treueste, was das Gießen von den Pflanzen anbelangt. Und so, ja, in den heißen Sommermonaten geht das gut, aber wenn es dann etwas kälter geworden ist, dann habe ich es schon mal vergessen. Und ich habe festgestellt, dass die Pflanzen sehr viel verzeihen. Denn wenn sich die Pflanzen daran gewöhnt haben, dass sie nicht ganz so regelmäßig gegossen werden, dann können sie auch eine Dürrezeit viel besser überstehen. Die Wissenschaft forscht im Moment, habe ich herausgefunden, weil sie damit rechnen, dass es in der Schweiz auch immer mehr Dürrezeiten geben könnte. Und sie haben so Pflanzen einer Dürrezeit ausgesetzt und haben festgestellt, dass wenn die Pflanze in eine Dürrenzeit kommt, dass sie praktisch ihr Wachstum auf die Blätter und auf die Triebe einstellt und nur noch ihr Wachstum in die Wurzeln setzt. Also sie lebt weiter, sie zieht zum Teil sogar den Saft aus den Trieben zurück, damit sie überleben kann. Und ich finde das ein wunderbares Bild der Natur, wo wir auf unser Leben beziehen können. In unseren Wüstenzeiten, da spielt es keine Rolle, wie breit und wie hoch und wie gut und wie stark du bist, sondern entscheidend ist, wo sind deine Wurzeln? Hast du dein Wachstum in die Wurzeln gesetzt? Also nicht die Breite und Höhe ist entscheidend, sondern die Tiefe ist entscheidend. Die Frage ist also nicht, wie ich mich gerade fühle oder was für Ressourcen ich im Moment gerade habe, sondern wie tief mein Glauben verwurzelt ist. In der Bibel lesen wir, wenn ein Mensch gesegnet ist, wie sich das anfühlt oder wie sich das ausdrückt. Gut, bei den ersten Menschen in der Bibel war Reichtum ein Zeichen von Segen von Gott. Aber die Bibel nennt nicht in erster Linie das als Segen von Gott, sondern der ist gesegnet, der sich auf Gott verlässt. Wenn eine Wüstenzeit ein Hinweis darauf ist, dass wir uns zu stark auf uns verlassen, dann ist der einfachste Weg, aus dieser Wüstenzeit herauszukommen, dass wir uns bewusst auf Gott verlassen. Und das gelingt oft in den Wüstenzeiten am besten, dieser Wechsel. Ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast, draußen an der Sonne, wo es hell ist, eine Kerze anzuzünden. Die Kerze, die funktioniert irgendwie nicht. Sie hat praktisch keine Wirkung. Wenn dann aber die Sonne weg ist und es finster wird, dann hat diese Kerze, die vorher noch keine Wirkung hat, eine riesengroße Kraft. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich finde das genial. Und so ist es bei Gott. Gott ist immer da. Gott hat immer Wirkung, aber wenn es in deinem Leben hell ist und gut läuft, dann siehst du diese Kraft nicht genau gleich wie dann, wenn du in der Wüste bist, wenn es einsam wird, wenn es hart wird.
Darum, der beste Weg aus der Wüste herauszukommen ist, verlasse dich auf Gott. Aus mir kann ich nichts tun und in Wüstenzeiten muss ich auch nichts aus mir tun. Als Hagar in die Wüste geflohen ist, musste sie ihre Probleme nicht selber lösen. Denn genau an diesem Punkt, an diesem auswegslosen Ort ist ihr Gott begegnet. Und er hat mit ihr gesprochen. Er forderte sie auf, wieder zurückzugehen und sich unter ihrer Herrin zu demütigen. Ich habe mir diese Situation ein bisschen vorgestellt und habe gedacht, für das ist Hagar ganz sicher nicht in die Wüste gekommen. Jetzt kommt sie an den Ort und Gott schickt sie dort zurück, wo sie hergekommen ist. Ich denke, sie hat alles andere hören wollen als das. Und trotzdem, genau an diesem Punkt kommt sie zu ihrer wunderbaren Aussage. Vielleicht erlebst du es manchmal auch so. Du bist in einer schwierigen Situation, es scheint irgendwie alles hoffnungslos und dann hast du den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, geh zurück und entschuldige dich für das, was passiert ist. Das ist sicher nicht das, was du in diesem Moment hören möchtest. Oder vielleicht sagt dir Gott, gib dir einen Ruck und versuch es noch einmal. Vielleicht sagt er dir, geh zurück und vergib diesen Personen, die dich verletzt haben, die dich in diese Situation gebracht haben. Oder vielleicht einfach geh zurück in die schwierige Situation und gehe mutig weiter. Was machst du, wenn du das fühlst in diesen schwierigen Situationen? Gott forderte Hagar auf, zurückzugehen und sich wieder Sarah, ihrer Herrin, die sie so demütigte, zu unterordnen. Und was macht Hagar? Sie sagt nicht, das kannst du von mir jetzt nicht verlangen. Sie sagte nicht, das ist zu schwer, weil ich habe es ja nicht mehr ausgehalten. Sondern sie realisiert, da ist ein Gott, der mich sieht. In Jeremia Kapitel 17, die Verse 7 und 8 lesen wir, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Also gesegnet ist der Mann oder die Frau, die Wurzeln ausgestreckt haben und immer am Wasser sind. Auch die Dürrezeiten können diesen Menschen nichts anhaben. Gott wirkt in mir und ich muss nichts machen in diesen Momenten, wo ich kraftlos bin, wo ich in die Wüste gelangt bin. Ja, oft kann ich in diesen Zeiten auch nichts tun. Wüstenzeiten helfen mir, realistisch zu werden. In Wüstenzeiten ist es wichtig, dass wir unsere Wurzeln ausstrecken und fest in Gott verwurzelt sind. Unsere Abhängigkeit und unser Glaube sollen wachsen in dieser Zeit. In der Wüste lernen wir, dass es nicht auf uns ankommt. Nicht auf das, was wir uns wünschen, nach dem wir uns sehnen, sondern wir dürfen und sollen uns ganz auf Gott verlassen. In Wüstenzeiten müssten wir es lernen, uns auf Gott zu verlassen. Das ist nicht etwas, das wir einfach so können. Aber nur so können wir weiterkommen. Das heißt, wenn Gott uns zurückschickt in eine Situation, die schwierig ist, sollen wir bereit sein zu gehen. Nun aber nicht aus unserer eigenen Kraft, in dem, was wir denken, wir müssen es hinkriegen, sondern mit der Kraft von Gott. Wir brauchen in unserem Leben immer wieder so Momente, wo wir vor Gott kommen und ihm bekennen, dass wir es ohne ihn nicht schaffen. Dass wir es aus eigener Kraft nicht hinbekommen, sondern dass wir uns ihm unterordnen und nach seinen Anweisungen weitergehen. In Wüstenzeiten möchte Gott, dass wir realisieren, es geht nur mit ihm. Für mich ist da Jesus ein Vorbild. Jesus war Gottes Sohn, er hatte alle Macht und trotzdem sagt er,
ich kann und ich werde nichts tun, außer das, was mein Vater von mir möchte. Jesus lebte so stark im Vertrauen in Gott, dass es einfach keinen Sinn gemacht hätte, etwas anderes zu tun. Und jetzt wünscht sich Jesus, dass wir es genau gleich machen. Dass wir Jesus in alles einbeziehen und ihn fragen, was möchtest du, dass ich tue? Wo soll ich zurückgehen in eine Situation, die schwierig ist? Wo soll ich eine Person vielleicht wieder für Live on Stage oder für einen Gottesdienst einladen, auch wenn die Person mir immer abgesagt hat? Hadere nicht, wenn du in eine Wüstenzeit geraten bist, sondern nutze diese Zeit, um dein Vertrauen in Gott zu stärken. Wenn wir in Wüstenzeiten kommen, dann sagen wir oft so Sachen wie, ich mag nicht mehr, ich kann nicht, ich mag nicht mehr. Ich habe schon so vieles versucht und es hat nicht funktioniert. Wenn wir in die Bibel schauen, dann begegnen wir so Aussagen, wo Gott sagt, ich will, ich werde, ich sorge dafür, ich tue. Seht ihr den Unterschied? Das ist das Gegenteil von dem, was wir im Leben und besonders in Wüstenzeiten oft erleben. Nicht ich, sondern Gott. Nicht ich muss tun, sondern Gott möchte es durch mich tun. Darum dürfen wir immer wieder beten, Gott, bewirke du es in mir oder bewirke du es durch mich. Vielleicht schaffst du es im Moment nicht, die Bibel zu lesen. Und das stresst dich. Du fühlst dich wie in einer Wüste. Vielleicht schaffst du es im Moment nicht, genügend Nerven für deine Kinder zu haben. Vielleicht schaffst du es im Moment nicht, deinen Ehepartner bedingungslos zu lieben. Das sind Wüstenzeiten. Wenn du da angelangt bist, dann darfst du Gott sagen, ich bin im Moment in der Wüste. Ich schaffe es selber nicht. Und Gott sagt nicht, so streng dich ein bisschen an, gib dir einen Ruck. Sondern Gott möchte dir begegnen und möchte dich stärken und möchte durch dich wirken. Wie er es bei Hagar getan hat. Auch Hagar musste realisieren, sie hat es probiert, aber sie hat es nicht geschafft. Doch nun in der Wüste, an diesem auswegslosen Punkt, wo sie angelangt ist, merkt sie, dass sie gar nichts tun muss. Sondern das Einzige, was sie tun muss, ist, Gott zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Hagar hat erkannt, was es heißt, sich auf Gott zu vertrauen. Und da kommt diese wunderbare Aussage von ihr, du bist ein Gott, der mich sieht. Das Entscheidende ist das Wissen, dass Gott mich sieht. Gott ist da. Gott sieht auch dich. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausspruch kennt, Gott sieht alles. Sehr oft wurde das früher vor allem gesagt, wenn irgendjemand einen Unsinn gemacht hat oder ungehorsam war, sei dir bewusst, Gott sieht alles. Aber das ist nicht das, was Hagar hier meint. Sie meint nicht, Gott hat gesehen, wie ich meine Herrin behandelt habe. Sie war eine einfache Magd. Nachdem sie schwanger geworden war, ja, da hat sie sich nicht ganz so vorteilhaft verhalten, doch sie wurde anschließend gedemütigt. Sie fühlte sich übersehen und ungerecht behandelt. Sie konnte nicht mehr und sie landete in der Wüste. In der Wüste war sie ganz alleine. Keiner war da, der sie sieht. Keiner war da, der sie fragte, wie es ihr wirklich geht. Es gibt leider auch heute immer wieder Menschen, die übersehen werden. Oder Menschen, die ungerecht behandelt werden. Ich staune immer wieder, wir leben in der Zeit, wo die Vernetzung genial ist. Wir haben unglaubliche Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren und miteinander im Gespräch zu sein. Und trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die fühlen sich einsam, alleine, ungesehen. Vielleicht übersehen auch wir Menschen. Bewusst oder unbewusst. Oder wir fühlen uns selber übersehen. Das ist oft eine Situation, die unglaublich wehtun kann.
Wenn keiner sieht, wie es mir wirklich geht. Und wenn dann doch jemand mal fragt, wie geht es dir, dann oft einfach aus einer Höflichkeitsfrage, weil man das ja schließlich fragt. Oft haben wir vielleicht auch Angst zu sagen, wie es uns wirklich geht, weil wir befürchten, dass dann zwar wohlgemeint, aber nicht wirklich hilfreiche Ratschläge kommen. Ihr kennt vielleicht so Ratschläge wie, schau doch einfach mal ein bisschen besser zu dir. Das ist ja vielleicht gerade dein Problem. Dass du keine Kraft hast, zu dir zu schauen und du dir wünschst, dass jemand zu dir schauen würde. Oder jemand sagt dir, mach doch einfach ein bisschen weniger, dann hast du nicht so Stress. Vielleicht ist genau das dein Problem, dass du zu viele Aufgaben hast und gar nicht reduzieren kannst. Vielleicht sagt dir jemand, schlaf doch wieder ein bisschen mehr, du siehst so müde aus. Vielleicht ist genau das dein Problem, dass du nicht mehr schlafen kannst. Vielleicht kennt ihr noch weiter so gut gemeinte, aber nicht hilfreiche Ratschläge. Hagar wurde übersehen und sie floh in die Wüste. Sie kam so auch in ihrem persönlichen Leben an einen Punkt, wo sie sich in der Wüste fühlte. Und genau dort begegnete ihr Gott. Ein Engel von Gott erschien ihr. Er gab ihr nicht wohlgemeinte Ratschläge, was sie jetzt tun sollte und wie sie sich jetzt verhalten sollte, sondern er stellte ihr eigentlich nur 2 Fragen. Aber 2 gute Fragen, auf die man nicht einfach mit "Es geht mir gut" antworten kann. Der Engel fragte sie, wo kommst du her und wo willst du hin? Der Engel wusste ganz genau, wo sie herkam. Und trotzdem fragte er sie, wo kommst du her? Sie konnte von sich aus sagen, was sie erlebt hat, wo sie herkommt. Der Engel gibt ihr also Würde. Er sieht sie nicht einfach als Magd, als Angestellte, die zu gehorchen hat und die Aufforderungen der Herrin umsetzen musste. Er sieht sie als eigenständige, vollwertige Person. Sie darf selber entscheiden, wo sie hingehen will. Und in diesem Moment realisiert Hagar, dass Gott sie sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich ernst nimmt. Für mich ist das, die Person, die hier Hagar begegnet, ist nicht einfach ein Engel. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Erscheinung von Jesus war, der ihr hier begegnet ist. Und was macht Hagar? Sie schüttet hier dem Engel oder Jesus ihr ganzes Herz aus. Sie erzählt ihm, was passiert ist und was in ihrem Leben nicht so optimal läuft. Und genau das dürfen wir auch heute tun. Jesus kommt auch in unsere Wüstenzeiten und wir dürfen ihm einfach unser Herz ausschütten. Gott sieht Hagar, trotz den Schwierigkeiten und ihrer minderwertigen Stellung. Und das reicht ihr, um es noch einmal zu versuchen. Um sich noch einmal aufzumachen und in ihre schwierige Situation zurückzugehen. Gott hat ihre schwierige Situation nicht weggenommen. Er hat ihre schwierige Situation auch nicht leichter gemacht. Aber er hat ihr zu spüren gegeben, dass er da ist und dass er sie sieht. Vielleicht betest du schon lange für deine Situation. Vielleicht möchte auch Gott deine Situation nicht einfacher machen. Aber er möchte dir zeigen, dass er dich sieht und dass er bei dir ist. Dass er einen wunderbaren Plan mit deinem Leben hat. Und Hagar nahm den schweren Weg auf sich und ging zurück in ihre Situation, wo sie hergekommen ist. Gott sieht auch dich. Er weiß genau, wo du in deinem Leben gerade stehst. Auch du bist in den Augen von Gott unglaublich wertvoll. Egal wie es dir geht oder egal wo du in deinem Leben unterwegs bist. Egal wie intelligent oder wie reich du bist, Gott sieht dich und er nimmt dich unglaublich ernst. Vielleicht will Jesus heute auch dich fragen, wo kommst du her und wo willst du hin? Vielleicht ist heute für dich der Moment, wo du innehalten solltest und überlegen solltest, wo will ich eigentlich hin? Gott interessiert sich für dich und er wünscht sich, dass du ihm dein Herz ausschüttest, gerade dort, wo es schwierig ist, wo du nicht mehr weiter siehst. Wenn wir an Gott glauben,
dann werden wir immer mehr entdecken, wie sehr Gott an uns glaubt. Und das ist für mich das Unfassbare in dieser Geschichte und im Leben allgemein. Gott, der allmächtige Gott, der glaubt an mich. Und ich darf ihm sagen, was ich möchte. Und er hat einen Plan mit meinem Leben, so wie es im Moment aussieht. Wenn du jetzt in die kommende Woche gehst, in diesen Monat, der vor uns liegt, mit eben diesem Thema Live on Stage, kann das vielleicht heißen, dass du dir überlegst, wen will ich mutig einladen? Nicht einfach diese Person, die dir gerade so in den Sinn kommt, sondern die Person, die dir Gott aufs Herz legt. Egal wie oft du die Person schon eingeladen hast oder ob du den Eindruck hast, die wird nie kommen. Ich habe diese Woche von einer jungen Frau in unserer Kirche eine WhatsApp bekommen und sie hat mir geschrieben, bitte bete für mich und meine Freundin. Sie hat mir versprochen, sie kommt alle 3 Abende mit mir ans Live on Stage. Bitte bete für mich, dass das funktioniert. Vielleicht hast du andere Personen, die du einladen möchtest. Ich bin überzeugt, auch Phil wird für euch beten, dass das klappt, dass ihr Menschen einladen könnt und Gott ein Wunder in eurem Umfeld tun kann. Gott sieht uns. Er sieht unsere Situation, er sieht unsere Resignation, unseren Zweifel und er nimmt uns unglaublich ernst. Er motiviert uns weiterzugehen. Warum? Weil er an uns glaubt. Weil er weiß, dass wir es mit seiner Kraft schaffen werden. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein großer und mächtiger Gott bist. Und trotzdem lässt du dich herab zu uns Menschen. Und du nimmst uns unglaublich ernst als ganz persönliche Person. Du siehst uns, wo wir stehen. Und trotzdem fragst du uns, wo kommst du her und wo willst du hin? Wir dürfen dir sagen, was wir möchten in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir unsere Wurzeln immer mehr auf dich ausrichten können, dass wir in dir verwurzelt sind, dass unser Vertrauen stark in dir ist und dass wir hören können, was du von uns möchtest, auch wenn es schwierig wird, auch wenn du uns zurück in eine schwierige Situation schickst. Wenn wir Menschen vergeben sollen, die uns vielleicht verletzt haben, so bitte ich dich, dass wir es wie Hagar machen, dass wir dich in unserem Leben erleben und mutig weitergehen, auch wenn es heißt, zurück in eine schwierige Situation zu gehen. Danke, dass du da bist, dass du siehst, dass du uns ernst nimmst und dass du uns mit dem ausrüstest, was wir brauchen für unseren Alltag. Amen.